Hey liebe Leute, was läuft? Mr. J wieder am Mic und ich hoffe, ihr habt einen ganz guten Start in die neue Woche. Wir haben einen gehabt, und zwar sind wir ja letztes Wochenende Paintball spielen und wir haben euch ja eigentlich versprochen das Paintball-Video aufzuladen auf YouTube auf unserem Kanal. Nur hat es ein kleines Problem gegeben, und zwar haben wir das ganze Zeug mit einer GoPro-Kamera aufgenommen. Für die nicht wissen, was es ist, das ist so eine kleine Kompaktkamera, wo eigentlich extrem Sportler ihr Zeug aufnehmen, sei es beim Fallschirmspringen, beim Snowboarden, beim Skifahren, beim BMX-Fahren, beim Downhill-Fahren und alles Mögliche, wo wirklich geil ist, wenn man es aufnimmt. Das Problem war nur, die Kamera hat hinten keinen Bildschirm. Das heisst, ich sehe nicht, wenn ich filme, in welchem Winkel dass es wirklich genau ist. Und das war noch ein Problem. Als ich heimgekommen bin, habe ich das erste Mal die Aufnahme gesehen und ich habe gemerkt, Scheiße, der Winkel ist einfach zu weit unten. Was heisst das? Ich habe mehr die Waffe gesehen als sonst etwas. Man erkennt natürlich schon im Hintergrund, wenn vielleicht ein, zwei Gegner in der Nähe sind. Aber es ist nicht das, was ich mir eigentlich von dieser Kamera erhofft habe. Also nicht, dass die Kamera schlecht ist, sondern ich habe sie schlecht eingestellt. Das nächste Mal nehme ich mir einen Bildschirm mit und es wird das nächste Mal geben. Es ist nicht das letzte Mal, wo wir Paintball spielen. Das ist so ein extra Bildschirm, den ich noch hinten auf die Kamera drauf tun kann. Und da sehe ich genau, wo sie hinzielen. Und als zweite Sache, ich würde dann eine zweite GoPro-Kamera mitnehmen und die würde ich dann als Gewehr machen, dass man wirklich eine ganz geile Aufnahme hat vom ganzen Spielfeld. Das heisst, dass die Kameraperspektive nicht so gut ist, haben wir das Video halt noch nicht aufgeladen. Wir sind da noch ein bisschen skeptisch, sollen wir nicht. Die Frage ist natürlich, wenn ihr es trotzdem sehen wollt, dann machen wir es natürlich auch, dann können wir es aufladen. Darum, wenn ihr es sehen wollt, schreibt uns einen kleinen Kommentar unter dem Video. Wir werden das Video dann zuschneiden und dann in den nächsten Tagen auf unserem Kanal posten. Was kann ich euch sonst noch erzählen über den Paintball-Anlass? Es hat natürlich mega viel Spass gemacht. Wirklich sehr lohnenswert. Es ist ja nicht das erste Mal, wo wir spielen. Das heisst, wir sind schon ein bisschen drin, wie es funktioniert. Und ich finde, es ist immer mal wieder gut, sich ein bisschen vom COD lösen, mal sehen, wie ist es eigentlich, wenn man wirklich selber drin steckt. Beim COD kann man sich schon mehrere Fehler leisten, weil es ist halt nur virtuell und beim Paintball ist es halt 1:1 echt. Und wenn man dort einen Fehler macht, bekommt man halt eins kassiert mit dem Böllen. Und die Sicher kommen immerhin ab und zu mit 300 km/h raus. Und wenn man da irgendwo ein angespanntes Körperteil hat und es wirklich drauf tätscht, dann kann es wirklich noch fegen. Und das finde ich aber wiederum geil, weil dann merkt man wirklich, Scheiße, ich habe einen Fehler gemacht. Wirklich, irgendwo habe ich einen Fehler gemacht. Und dann ist man in der nächsten Runde vorsichtiger, weil es ist ja nicht nur mein Leben, das vielleicht flöte geht jetzt in diesem Spiel, sondern auch das von meinen Kameraden. Einer war mal unvorsichtig und der Kamerad rechts hat so einen Klappböller da im Grind drin. Und dann ist er draus. Und das sollte ja auch nicht der Sinn sein. Der Sinn ist immer noch gewinnen. Natürlich auch Spass daran haben, aber es macht umso mehr Spass, wenn man die Partie gönnt. Darum kann ich es euch empfehlen, wenn ihr noch die Möglichkeit habt, informiert euch im Internet, weil es gibt doch ein gewisses Mindestalter, das man erreicht haben muss. Aber es gibt genug Paintball-Farmen, Paintball-Arenas und dann informiert euch im Internet und gönnt, wenn ihr könnt. Günstig ist es auch, wie gesagt, etwa 70 Stutz, von Arena zu Arena unterschiedlich, aber es lohnt sich. Plus noch ein kleiner Hinweis von mir, es gibt im Fall auch beim Paintball Campus, das sind dann mühsame Säcke. Ich wollte jetzt keinen Namen aufzählen, aber vor allem einer, der hat gecampt und zwar wie die Morgen immer im gleichen Ort. Und dann 8 Schüsse von ihm ins Büro, irgendwie Bauchhöhe und Arm, das knallt dann schon noch recht. Aber keine Angst, ich habe mich dann gerächt, es kann nicht sein, dass die Campers immer im Vorteil sind. Er hat halt auch mal 4 Kügel von mir bekommen und dann ist es wieder gut gewesen. Ja, und was läuft eigentlich im Hintergrundvideo? Im Hintergrundvideo ist es Double No-Up Fail, leider Betonung auf Fail, auf dem Land Mission mit meiner Lieblingswaffe, die P90, finde ich jetzt besser als die MP7, weil die ist wirklich zu sehr überpowered, aber natürlich braucht sie jeder, weil es ist halt ein riesen Vorteil und mit dem Vorteil sollte man auch spielen. Und was habe ich für Aufsätze drauf? Das wäre mal Schalldämpfer und Schnellfeuer. P90 braucht es einfach Schnellfeuer, dann ist sie auch wieder ein Biest. Und bei der zweiten Moab bin ich bei einer 16er, 17er Killstreak gewesen. Und natürlich wie immer von hinten verschossen.
natürlich ein bisschen meine Schuld. Ich bin vielleicht ein bisschen zu rampenhaft reingegangen. Ich habe einfach die Double Moab, weil ich habe sie schon vor meinen Augen gesehen. Ich weiss, 16, 17 Killstreak fehlen noch ein paar. Aber man hat immer so ein bisschen das Gefühl, jetzt gibt es einen Moab, jetzt gibt es einen Moab. Bei der zweiten ist das Adrenalin halt ein bisschen höher. Und ja, jetzt habe ich es halt ein bisschen verspielt gehabt. Aber Double Moab kommt sicher irgendwann. Ich weiss, es gibt Leute mit Penta-Moabs. Aber das funktioniert natürlich, finde ich jetzt meinem Erachtens her, auch nur im Clan innen oder in einer Gruppe. Und dann hat man auch ein bisschen Support von den anderen mit ballistischen Westen, mit Drohnen, mit weiss nicht was, Kampfhubschrauber, dass man einfach die Unterstützung hat. Zusätzlich habe ich noch ein paar Black Ops 2 News. Ich denke mal, das könnte euch wirklich interessieren. Und zwar geht es als erstes um Elite, also die Elite-Plattform im Internet. Und zwar ist die Elite-Plattform im Internet ab sofort kostenlos, also wenn es Black Ops 2 rauskommt, besser gesagt. Das heisst, es gibt keine Gründer mehr, es gibt keine Premium-Mitglieder mehr. Wieso? Was haben sie gedacht? Sie wollen einfach die Community im COD, weil sie einfach stärken und darum machen sie es kostenlos. Was beinhaltet die Elite-Plattform? Alles bei Black Ops 2. Und zwar haben wir noch die Player-Statistik, also dort, wo man sieht, wie hoch KD ist, mit welcher Waffe haben wir in welchem Spiel gespielt, wie viel haben wir umgebracht, wie viel Mal sind wir gestorben, was haben wir für Klassen. Alles das, was wir in Modern Warfare 3 hatten, haben wir jetzt auch. Dazu zählt auch noch die Clan-Statistik, kennen wir von Modern Warfare 3 auch. Neu kommt hinzu die Zombie-Statistik. Denke ich mal, dort geht es darum, wie viel haben wir umgebracht, wie viel Mal sind wir gestorben, mit welcher Waffe, dies und jenes. Denke ich einfach mal übertragen auf den Zombie-Modus. Was natürlich auch nicht fehlen darf, ist Elite TV. Das ist natürlich ganz gut angekommen. Das wird es auch bei Black Ops 2 noch geben. Zusätzlich hat sich Activision noch darauf konzentriert, dass die ganze Kommunikation zwischen Spielern und Clans verstärkt wird. Ich denke mal, da können wir auch noch recht erfreut sein, wenn sie sich auch noch ein paar Sachen überlegt. Im Detail kennen sie noch nicht, sind glaube ich auch noch nicht draussen. Was natürlich dazu kommt, ist der sogenannte Season Pass. Der ist momentan wirklich nur aufgelistet für die Xbox mit dem Preis. Bei Xbox zahlt man ja mit Microsoft Points. Den Preis kenne ich leider nicht, aber es kommen wieder 4 DLC-Packs raus, also mit den Maps. Und bei der PS3 ist es noch nicht bekannt. Dort kann der Preis ein bisschen variieren. Und das sollte jetzt dann in den folgenden Tagen oder vielleicht auch in der nächsten Woche rauskommen, dass wir genau wissen, wie teuer dass es für PS3 wird. Also wie wir sehen, die Elite ist, wo Modern Warfare 3 rausgekommen ist, einfach eine reine Katastrophe gewesen. Es hat überhaupt nicht funktioniert. Und das haben sie, glaube ich, auch erkannt und darum haben die neue Sachen eröffnet. Und ich bin zuversichtlich, dass es bei Black Ops 2 besser wird laufen als am Anfang von Modern Warfare 3. Ja, ich komme langsam wieder zum Schluss, weil jetzt sieht man dann den Double Moab Fail und wenn ich so denke, kommen mir schon fast wieder Tränen und ich will es eigentlich gar nicht sehen. Aber ja, ich kann nicht anders. Und ja, die Wahrscheinlichkeit, dass ich mal einen Double Moab holen kann, die besteht sicher, wenn nicht im Modern Warfare 3, dann hoffentlich in Black Ops 2. Hoffen wir mal, dass die Moabs auch noch drin sind, weil es ist wieder mal ein völlig anderes Gerücht rausgekommen. Aber das vielleicht ein anderes Mal. Und ja, ich wünsche euch eigentlich eine ganz schöne Woche. Habt Sorge, wie gesagt, ich erwähne es immer wieder gerne. Lasst doch ein Like da. Ihr könnt es auch disliken, wenn es euch nicht gefallen hat oder irgendwie nicht einverstanden sind mit etwas. Macht uns einfach den Gefallen, schreibt, wieso es euch nicht gefallen hat oder wieso es nicht so gut war. Weil dann können wir uns auch verbessern und wenn wir nur die Däume gegen unten haben, ohne irgendwie einen Kommentar, kann es auch sein, dass ihr vielleicht meine Stimme nicht so schön findet, aber da muss ich sagen, das ist mir auch piepsegal, weil so ist halt meine Stimme, so rede ich halt und da wollte ich auch nichts daran ändern. Und ja, ich wünsche euch noch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende. Ich weiss, es ist noch ein bisschen weit weg, aber das ist ja das, auf was wir uns eigentlich immer freuen, wenn die Woche wieder anfängt. Und ja, habt euch Sorge, genießt es und Just2 dankt für eure Aufmerksamkeit und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Peace.